Ocarina of Time für die Switch 2 ist jetzt seit gut 2 Monaten angekündigt. Und weil das Spiel noch dieses Jahr rauskommen soll, sollten wir langsam mal neue Infos dazu bekommen. Ich glaube, ich weiss, an welchem Datum wir ein Zelda Direct bekommen. Und folgende Sachen könnte ich mir dort drinnen vorstellen. Wir bekommen einen ersten Gameplay-Trailer zum Ocarina of Time Remake, zusammen mit einem genauen Veröffentlichungsdatum. Gleichzeitig wird auch ein Pro-Controller als auch ein Nintendo Switch 2 Bundle im Zelda-Design rauskommen. Schon lange stehen Ports von Wind Waker und Twilight Princess im Raum. Ich glaube, es gibt, ähnlich wie bei der Super Mario 3D All-Stars Collection, ein Bundle von den beiden Spielen noch für die Nintendo Switch als Abschiedsgeschenk. Wir werden den ersten Trailer zum Zelda-Film bekommen und weitere Schauspielende werden vorgestellt, die jetzt schon durchs Magazin Deadline kommuniziert worden sind. Wird Dichin Lachman als Impa, der Uli Latukefu als Ganondorf oder auch der kürzlich verstorbene Sam Neill. Ähnlich wie die DK Challenge, die momentan noch läuft, bekommen wir eine Hyrule Challenge, in der wir in den verschiedenen Zelda-Spielen Aufgaben erfüllen müssen. Und so können Karten sammeln. Die DK Challenge geht noch bis in der ersten Septemberwoche. Perfekt, damit Hyrule Challenge dann notlos weitergehen kann. Datumsmäßig haben wir in den letzten Jahren immer ein Nintendo Direct im September gehabt. Darum denke ich, dass wir Zelda Direct am 8. oder 9. September werden haben. Was soll für dich unbedingt dabei sein? Schreib's mir in einen Kommentar. Denn